Hola, ik ben Regina Friese, ik kom van Tres Palmas aus Paraguay. En mijn man heet Melvin Friese. We hebben 2 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. En 3 zijn bevriend en dan nog 2 grootkinderen. We willen ons vandaag een beetje met dem Thema beschäftigen, loslaten. Dat is een zeer groot thema. Maar we waren bis Westen dan aangegaan. En dat heeft verschillend gebracht. Wat ik erlebt heb, wat gelezen heb en ook wat uit dem boek 99 Gründe, Geloten te leven van Reinhard Hack. En deze ik had de geschichte geschreven wat hij erlebt had. En ik dacht dat we dat een beetje vertellen, dat we dat krijgen een beetje beter verstaan. Hij werd eingeladen aan een gemeente en zijn van zijn mensen. En als dem Kaffee en als hij daar kwam, dan valt am voet op als een engine, hoeveel shops er am gang al waren. En dan komen weer aan beide zijden al shops, dat was ganz eng. En wat er aan de shops binnen zijn. En als ze in de living dan komen, waren er nog veel meer shops. Einfach alle winter rondom weer shops. Ze hadden een zeer goede tijd, ze hadden schön verteld, maar als het meest wat hem afscheid nemen wie, dacht hij zo, ik moet nog vragen wat dat met de shops op zich heeft. En vroeg hij de vrouw dan. En de vrouw zei, ach, weet je, dat is zo. We moesten verlaten uit dat land waar we woonden. We durven niets metnemen en komen dan in dit land nemen. Ik weet niet welk land dat was. En dan hebben we aangefangen ons gebruikte zaken uit dem Secondhand te kopen. En vielleicht had ik nog wat gekregen, maar het waren alles oude gebruikte zaken. En dat was zo sehr veel wert, wenn ze alles verloren hadden. Aber dann, als sie sich dann selbst gute Sachen leisten können, dann wollen sie diese Sachen nicht weggeben, auch nicht verschenken. Sie dachten, vielleicht schaffe ich das nochmal weiter brücken. Und sie kauften sich einen Shoppen, die Sachen, die dann 2 Jährchen so nennen. Aber wir immer mehr Sachen, die sie uitweizelten. Da wären mit Drahtsen, Spieltisch, was 2 wie. Tschetsche Sachen, Kleider. Und das ging alles an die Shops nennen. Sie können sich nicht trennen von denen. Sie können die einfach nicht loslassen. Und es ist das vorkommen auch mit uns in unserem Leben. Nicht? Wir haben Sachen, die wir nicht loslassen können. Das ist, wenn wir uns ganz angemumpelt haben mit viel Kleider und großen Stiefeln und wir können uns meist nicht bewegen. Wir sind nicht frei, was zu tun, eine Fähre zu schicken und uns auf was anderes zu konzentrieren. Die ganze Zeit ist irgendwo, wo wir uns beschäftigen. Und Jesus ist gekreuzigt für das gestorben für uns, dass wir alles am übergeben sollen, dass wir alles loslassen sollen in ons Leben. Und das ist manchmal nicht schlecht. Wir wollen ein bisschen ein paar Sachen angehen, wo man loslassen soll. Das hat ja alles in der Zeit, wenn wir Sachen loslassen. Es kommt nicht alles auf einmal. Das sind die Kinder loslassen, die Eltern loslassen, die Vergangenheit loslassen. Manchmal ist es Groll, Wut, Euer, Verletzungen, Beleidigungen und so weiter. Und auch manchmal die Menschen, die uns sterben, die müssen wir loslassen, trotzdem die alle gestorben sind. Wir müssen das annehmen und Gott übergeben. Okay, ich muss die Kinder loslassen. Das fängt all Fuß nur Geburt an. Wenn das Baby auf die Welt gekommen ist, wenn sie den Nabelschnur aufschneiden, dann lässt man es loslassen. Dann nimmt die Schwester dort mit, besorgt dort, boot dort, was immer. Und das ist auch nicht mehr unter den Bock, kann man sagen. Das muss im Bad liegen, wenn die in Haus fahren, muss das all hin im Carseat setzen, was immer. Du bist ständig damit beschäftigt, loszulassen. Aber wenn du das bewusst bist, wird die dort nicht schwer sein. Wenn wir nicht loslassen, lernen kennen, dann kann uns Kind sich nicht richtig entwickeln. Der braucht dort, dass wir uns nicht ineinander, das ist unentschiedene Sklaven sind. Das Kind kann sich nicht normal entwickeln dann. Und dann, wenn sie anfängt, den Lepelfleisch zu nehmen, wir wollen das nicht lassen, wenn sie eine große Schweinerei. Und das ist überall wieder eine Sache, die wir loslassen. Dann wollen wir gehen, müssen wir den Hund loslassen. Aber einmal ist der Papa vielleicht wichtiger als du, weil wir mit dem Papa-Typ sind, mit der Geschwister-Typ sind. Und das ist alles sehr wichtig, dass wir das bewusst erleben. Und dann in dieser Zeit erlebe ich das auch, dass das Kind selbst loslassen, dass wir das als Mutter ein Kind Typ erleben, ist sehr schön. Da ist vielleicht ein Spieltisch, wo 2 Essen nicht mehr abfixiert. Das muss er dann akzeptieren, ja, loslassen. Da ist vielleicht der Hund gestorben, ein Vogel, was er sehr leicht, dann muss er dort aufgeben. Der Opa gestorben. Und dann die erste Tag eine Spielgruppe, eine Vorschule. Und wichtig ist hier, dass wir als Mutter nicht sagen, mir fällt das so schwer, die loslassen. Was wird Mama den ganzen Vermerk tun, wenn du nicht bei mir bist? Ein Kind hat darin leiden, das fühlt sich schuldig.
En we zullen ons met aanvreden dat wanneer hij ook hier gaan wil. Dan komt de teenager-tijd. Dat is de tijd waar man zeggen, wat ik krijgt voor erwähnen, dat wat ze van tussen 11 tot 14 en 15 jaar zijn. Dan wordt je dat dan al veel compliceerder. Ja? Als onze dochter 12 jaar wordt, dan dem dag ging ze in ihre stoel en heeft dat sehr lange am geschafft. En als sie dann op de middag, dan zat ze zich ganz still aan en zegt ganz ernst, te ons allem, ik heb nu alle Tjenaien uit mijn historie gedaan. En wie wist de bescheid? Ik ben nu een teenager, ik ben nu niet meer een klein kind en bitte behandelt mich nicht, so staat. En dat is wichtig dat we dat respecteren, dat zij zich nu verändert. Volgens weil wir in dieser Zeit, wo unsere Tochter sich verändert, die Hormone sich verändern, weil wir uns sehr belehren, wenn wir spüren, dass sie uns ein bisschen Aufstand von uns nimmt, uns ein bisschen verlässt. Und wir wiederholen sehr viele Sachen, wenn wir Angst haben, die Sachen unterstützen, die dann auch folgen. Dat we niet allemaal weer dezelfde zaken erwähnen. Ja, dat is vaak een probleem. Eine Frau sagte mir, ich weiß nicht, was los ist. Meine Tochter ist so anders. Wo benimmt sie sich bei dir? Wie bei mir im Molunterricht. Und dat sie wie so anders. Und dann sage ich, tranquilo, deine Tochter ist 13 Jahre. Das ist normal. Und wenn wir immer wieder dieselbe Sache von ihr sagen, dann würde sie sich sehr leicht verschlüten. En die de ogen van de Mutter, die heeft het al manchen schwer gemacht, ehrlich zu lassen. En besonders, wenn sie anfangen, sich zu befreien, wenn sie anfangen zu studieren, und uit dem Haus gehen, dann fällt uns das schwer, dass wir endlich lassen, wenn sie endlich irgendwann mal wieder begleiten. Aber wir sehen in Gottes Segen wünschen, in Gott übergeben, Jesus übergeben und hier Leben gestalten lassen. Sie brauchen dort, um selbstständig zu werden. Dann ist es den Ehepartner loslassen. Okay, warum wollen wir den Ehepartner loslassen? Wie soll ich doch taub holen? Wie soll ich doch ein Fleisch sein? Aber dat je frühst, die wollen irgendwann Bliss für sich haben. Die wollen haben, dass die ganz alles sagt, wo sie hinfahren, mit wem bist du taub, mit wem hast du geredet. Und die ganze Aufmerksamkeit für sich haben, weil die geben dem Mann nicht Freiraum. Und ein Mann braucht Freiraum. Der hat seine Zeit, seine Sachen, wie man am vertrauen. Ich weiß das jetzt nicht bei allem. Aber normalerweise, wenn es kommt ein Mann Fall vertrauen, auch wenn man nicht alles weiß, was er tut. Wenn wir Mann unter Druck setzen, dann fühlt er sich gebunden und er fühlt auch so, dass er nicht getraut wird. Und das gibt besonders frühes Wort vielleicht von Kind immer irgendwelche gehört. Wenn mit alles durchgekommen sind, die wollen ihren Mann dann auch so dort als ein Kind behandeln. Und das ist sehr egoistisch, also sehr, dass wir bloß für uns denken. Und dann gibt es auch frühes die ihren Mann loslassen, in dem Sinne, dass er überhaupt nicht sozial ist. Das ist nicht sein Charakter oder er will das nicht, hat das nicht gelernt. Er will nicht Programme mitmachen mit Church, er will nicht bei der Schule dabei sein, wenn die Kinder Programme haben. Was immer da geboten wird, früher ist vielleicht sehr hier und alle Wege dabei, aber der Mann will nicht. Er ist vielleicht auch nicht beziert, er ist vielleicht auch nicht getauft. Und wir leiden sehr darin, und wir beten. Und sagen Gott, du sagst doch, wenn wir beten, dann wirst du erhören und da passiert nichts. Und wie müssen weiter, dass uns Mann, der hat den Welle geschrien, wir haben alle den Welle und wir müssen alle selbst entscheiden, was wir wollen. Will ich mein Leben Jesus übergeben oder will ich nicht? Und dort lässt sogar Gott uns stehen, dass wir das entscheiden. Wenn wir uns nicht entscheiden, Jesus zu fallen, dann brauchen wir das nicht. Und was wir da nicht können, das ist am Aufgeben. Am Aufgeben sagt Gott, du bist, er ist Dienstkind, du kannst am verändern, ich will Geduld haben, ich will am Tessier stehen und du sollst am helfen. Dann sind da diese Männer, die sind vielleicht Alkoholiker. Und auch da müssen wir dem loslassen, dem Gott übergeben, dass er dem verändert. Das kann lang dauern, aber Gott hielt deine Gebete alle, jeder einzelne hielt die. Der hat bloß einen anderen Weg vorgekommen, um dort erhören. Und uns muss das bewusst sein, dass es der Feind ist, was das mit deinem Mann tut, wenn er Alkoholiker ist. Das ist nicht er selbst. Und wichtig ist, dass man da Hilfe braucht. Und
wenn die halb seht, die China ist gut, wenn ich dann, ist das manchmal schwer, aber wenn du aus früh kannst halbe am Lüstelote. Und manchmal denke ich, wie so stolz sein, dort ist Lüstelote, oder, nee, stolz sein, das ist was wie Frostholen, ja. Das ist, dann sind wir sehr stolz, wenn wir was festhalten. Aber in Wirklichkeit ist dort loslassen, wenn wir irgendwas loslassen. Dort ist sehr stolz sein. Und das kann auch passieren, dass man uns sogar verlässt oder Mord verlassen, auch dann muss wir am loslassen und dass dann Gott seine hinlegen. Dann ist ältere loslassen. Also ohne ältere loslassen passiert vorhin sehr wenig Wachstum. Wir werden auch nicht lebenslang wie unsere Eltern bleiben. Ne? Das ist nicht der Waschen, auch nicht von Gott geplant. Aber Jeff zum Beispiel, das ist ja schon Jungs, die lesen dort nach immer, dass Mama verarmt hat, die mag, den Sandwich mag, dass er seine Stuhl riemt, seine Wäsche wascht. Und das ist vielleicht auf manchen Städten auch okay, dass die, wenn er sich nicht befriedigt, dass er Tisch wohnt. Aber ich glaube, die sollen da eine klare Sache machen, das ist nicht selbstverständlich, dass die Mutter dort alle verarmt, das ist keine Hotelmama, ne? Und dass sie dort bereden, warum will sie dort tun. Und meistens hat die Mutter die Schuld, wenn sie den Jungen nicht loslässt, aber sie lässt sich später nicht los. Und in anderen Mennoniten passiert das sehr vorkommen. Dort, China, wenn sie sich schon befriedigt hat, lässt die immer noch nicht los. Jeden Tag vor der Tochter und die Mutter verteilt ihr alles, fragt ihr immer weitere Sachen, was sie auch lang selbst sollen weiter. Sie waren nicht selbstständig. Und sie fragen auch nicht Geld, wenn es schwer geht. Und dann gibt es Probleme bei den Schwierigkeiten dort. Das gibt kein selbstständiges Heim. Dort ist nicht Mutter und Vater verloren. Dann ist die Vergangenheit loslassen. Das ist ein sehr großes Thema, wo wir da ein bisschen angehen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn die Vergangenheit anrückt, dann leih ab. Der hat die nicht mehr zu sagen. Wenn das Sachen sind, die abgeräumt sind, was sie durchgeredet haben, dann sehen wir die Tachluten. Das ist eine Sache, die wir loslassen, zum Beispiel ans Charpa, wo die sich verändert. Ja? Wir haben nicht mehr die junge starke Knockes, wir haben nicht mehr die glatte feine Hütte, die unsere 18-jährige Tochter hat. Vorhin können wir das nicht loslassen, wenn wir wollen noch jung sein. Und wenn wir das nicht tun, dann wir Sünde. Weil Gott hat uns nicht so geschaffen. Er hat uns so geschaffen, dass wir alle waren, dass uns Charpa sich verändert. Dann müssen wir auch Dinge loslassen, Menschen vergeben, ja? Die uns wehgetan haben, die uns beleidigt haben. Wir müssen die Gott übergeben, mir hat das auch sehr viel geholfen, wir müssen beten, Gott, ich gebe dir das alle mit diesem Menschen und da dem sehen und seine Arbeit, halb dem, gebt dem Erfolg. Einfach dem Gutes wünschen und dann kann ich das ganz leicht loslassen. Wenn wir das nicht tun, haben wir sehr schön bessere Worte schreien an unseren Denken, ans Wort. Drittens, wir müssen auch manchmal Träume loslassen. Es scheint, wenn wir Träume und Wünsche haben, das hält uns. Aber das kann sein, ich will noch mal mit meinen Partnern nach Europa durchreisen und dann auf einmal stofft die. Und dann kannst du dem Traum nicht mehr. Und dann denkst du immer weiter, warum habe ich das niemals getan? Oder das kann auch mit Geld zu tun haben oder was anderes, aber wir müssen vorhin Träume loslassen. Und wenn wir die loslassen, dann haben wir erstmal richtig eine Fertigkeit und dann sind wir auf für andere Sachen und vorhin hat Gott dann noch viel schöner für uns reden, als wir dachten überhaupt. Dann müssen wir auch manchmal Menschen loslassen, die uns nicht gut tun. Das ist nicht schlecht. Das sind Menschen, die uns unter Druck setzen. Vielleicht sind sie ein bisschen, haben mit weniger Geld und Sachen, die nicht etwas leisten. Und haben Freunde, die fehlen. Und dann fällt die immer so, ich will auch dort wählen, ich will auch dort wählen. Warum kann ich das nicht haben? Wenn ich ein Haus fahre, ist das irgendwie schwer. Die tun nicht gut. Oder das sind Menschen, die sehr viel über andere Menschen schlecht reden. Und auf einmal bist du eingeworden, hast du auch mitgeredet. Oder sie fluchen, oder sie fallen einmal, weil die Seele eine Faste mitkommen, wo viel Alkohol getrunken wird und sie steht. Und das betrifft unser Leben, sind das Sachen, sind das Freunde, Menschen in uns Leben, die uns raufbringen, wo wir nicht im Glauben wissen, dann lässt er los und seht einen anderen Freund. Und wir haben sehr Angst, das was zu gehen. Das ist auch viel Arbeit. Und das ist nicht schlecht, aber besonders denkt auch an die Kinder, um die beschützen und vertraut auf Gott.
En dan moeten we ook manchmal Sachen loslaten, materiële Sachen. Vielleicht sind sie so sehr in der Schuld gekommen, dass sie mit ihrem Haus verkaufen, ihren Feier oder das Auto, woran sie so lange geschafft haben. Aber das ist sehr zum Staunen, wenn Menschen manchmal mal alles betonen, was so lange immer so schwer ist. Schuld es ihnen so schwer sein, dass du dich nicht mehr konzentrieren auf andere Menschen oder auf die Zukunft in die Sachen, die du eigentlich nochmal tun willst oder auf Gott. Und manche Menschen haben dann meist nichts oder haben kleine Tüsen, einfach eine Chillerei oder was immer. Und sie sind so frei und froh, dass sie mal da sind, wo sie endlich sein sollen. Ja? Und dass das so schwere Last von ihr wasch ist. Und nach einem Glaubensleben müssen wir auch manchmal Sachen loslassen, wie haben manchmal so abgetroffen und so macht das sein, und so sagt die Bibel dort, und so verstehe ich dort, auf einmal war wie ein. Nee, das Bibelvers ist anders gemeint. Vielleicht ist es auch anders. Und wenn wir dort dann erkennen, darüber beten, dann wollen wir auf einmal an, wie man ja alles loslassen, dort, was wir einmal so stolz gelebt haben, oder was man uns gesagt hat, und unterständig. Ja? Und wenn wir Freunde haben, die verschiedene Dinge über Glaubensfragen, wir brauchen die Freunde nicht verlassen. Wir können abpassen und uns respektieren und trotzdem ein gutes Verhältnis haben. Also, richtig loslassen ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Niet, we kunnen dat niet ontvangen, we worden vrij, onze gedanken richten zich naar verre en we kunnen wassen en leren aan dat laten vertrouwen. Een Spruch sagt, wenn du loslässt, dann hast du zwei Hände frei, zum Sachen zu tun. Oder ein Vogel, wenn der fliehen will, dann muss er seinen Ost loslassen, damit er fliehen kann. Das ist ja er fast, wenn er nicht loslässt. Und loslassen braucht Zeit, braucht viel Zeit. Het gaat langzaam. We moeten ons erom gewöhnen, we moeten het allemaal waar Gott übergeben. Aber das ist ein bisschen so ein Kleidchen, das geht wie die ohne Hand, wenn sie nach Ansicht geht. Und er geht dahin, wo du weißt, ja. Und auf einmal wartet er, wenn ich Mama ihre Hand loslässt, dann kann ich die Richtung gehen, wo ich will, und dahin gehen, wo ich will, wenn ich gehen kann. Es macht sehr viel Spaß, so was das dort. Das sind ja verschiedene Sachen ans Leben, was Gegensätze, zum Beispiel Spaß und Ehrens, ja, Haus und Leib, was das Gegenteil ist, Freiheit und Gebunden sein, ihr habt auch loslassen und festhalten. Und festhalten ist nicht immer schlecht. Wir haben gute Traditionen, wir kommen zur Familienfeste, wir tun Sachen zu backen oder was immer sie tun, das sind schöne Sachen. Das sollen wir holen, das sollen wir festhalten. Wir sollen am Glauben festhalten, Jesus vasthouden en dat hij bij ons is. En veel heeft zich in de laatste tijd veranderd op deze wereld, in onze kolonieën, alles. Deze wereld, kan man zeggen. En er wordt zich nog veel veranderen, dat wordt ons niet gevallen. Maar de Bibel zegt dat, en in de Offenbarung steht dat. Veel wordt niet zo blijven als het is, en dat wordt ons niet gevallen. Dus we worden daarnaar geschilderd. En we houden niet meer, dat kunnen niet meer zo houden als we dat willen. Dat hebben we in de laatste jaren erleefd. Maar dat is oké. Ik geloof dit abschilderen heeft ons geholpen te erkennen dat we als Christen, we zijn hier bloß op een reis naar de eeuwigheid. Dit is niet ons thuis. Dit wat we hier alle laten, dit wat we alle loslaten. En wanneer je dit wordt richtig loslaten en naar de eeuwigheid schieten, dann wirst du ein gesegneten, gutes Leben haben. Aber dazu brauchst du Jesus und dem musst du festhalten. Auf Wiedersehen.